Servus Freunde und willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute gibt es ein ganz kleines Kochvideo. Und zwar Kasspatzen. Nicht ganz herkömmliche Kasspatzen, sondern so ein bisschen Outdoor, wilde Redneck-Kasspatzen. So, Pfeffer und Salz. Haben wir noch was dabei? Na, dann haben wir alles. Ja, ein bisschen gekocht wird heute mit dem richtigen Dreckswetter. Irgendwas müssen wir machen, irgendwas möchte ich mit euch zusammen machen. Jetzt machen wir Kasspatzen. Was brauchen wir dafür? Als allererstes ein paar Gartenkräuter. Müsst ihr halt das aussuchen, was euch geschmacklich da am besten gefällt. Schaut schon ein bisschen zerrupft aus mittlerweile, weil es wird jetzt dann doch schon ganz schön kalt. Die sammelt ihr ein. Ansonsten nehmt ihr halt einfach fertige Gewürze, Pfeffer und Salz. Zweimal an Weichkäse. Normalerweise nehme ich immer irgendeinen würzigen und einen Bavaria Blue oder Bavaria Blue, dieser Schimmelkäse da. Ihr könnt natürlich auch den Klassik nehmen, wenn ihr das nicht ganz so rass wollt. Und das ist auch der ganze Trick an der Sache. Die sollten schon so ein bisschen gereift sein, also ein bisschen weich, nicht unbedingt abgelaufen, wobei das auch nichts macht, weil der Kas, wenn der sagen wir mal eine Woche abgelaufen ist, könnt ihr den auch noch locker essen. Das Gute ist, ihr könnt das alles mitnehmen. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid und geht ein bisschen Outdoor, dann könnt ihr das in den Rucksack packen und selbst wenn es warm ist, also nicht wenn es heiß ist und das jetzt da drinnen schon schmilzt, das ist natürlich blöd, aber wenn es so einigermaßen heiß ist, hält es sogar 2-3 Tage, das ist ganz cool. Dann braucht ihr noch ein paar Spätzle, so ganz normale Eierspätzle könnt ihr selber machen, könnt ihr aus der Tüte kaufen. Wenn ihr die vorher schnell selber reibt, ist es natürlich immer besser, schmeckt natürlich auch ein bisschen besser. Auch die sind relativ unempfindlich, wenn ihr die 2-3 Tage im Rucksack dabei habt. Die habt ihr natürlich dann im Plastiktüterl einbackelt und dann halten die auch eine ganz gute Weile. Was ich da auch noch sagen muss, sogar Eier, frische Eier, wenn ihr die kauft, die sind gegen Hitze auch relativ gut resistent und auch gegen Kälte. Das heißt, frische Eier könnt ihr im Rucksack, wenn es jetzt nicht 35 Grad draußen hat, dann könnt ihr die tatsächlich sogar ungekocht fast 7 Tage lang mit euch rumtragen. Das ist noch so ein kleiner Geheimtipp, da braucht ihr euch echt nichts denken. Ist bei vielen Lebensmitteln natürlich nicht so. Das heißt, die sind da relativ robust. Müsst ihr halt natürlich beim Aufmachen dran riechen, dann merkt man sofort, ob sie schlecht geworden sind oder nicht. Das ist nur so ein kleiner Tipp am Rande. Ihr könnt die natürlich auch vorher kochen. Das ist nur, glaube ich, so, dass wenn die gekocht sind, dann sind die auf jeden Fall anfälliger, als wie wenn die noch roh sind und zu sind. Und das Gute beim rohen Ei ist, wenn das einen Schaden hat, dann merkt ihr das ja. Bei einem hart gekochten Ei, wenn das einen Schaden in der Schale hat, dann merkt ihr das nicht. Das merkt ihr dann erst, wenn ihr euch irgendwas holt, weil da vielleicht irgendwie doch Salmonelle reingekommen ist oder so. Ja, gut, bla bla bla. Fangen wir mit dem Ganzen an. Was brauchen wir noch außer Zutaten? Spätzle, Käse, Gewürze, Pfeffer, Salz und wenn euch da noch irgendwas anderes schmeckt, noch was anderes rein. Dann Lagerfeuerpfandeln. Habe ich diese schönen kleinen hier. Schaut mal bei Tagesrezepte vorbei. Von denen habe ich die geschenkt gekriegt. Also das ist jetzt auch nur ein Kochkanal, das ist kein Pfannenhersteller. Aber die macht richtig cooles Zeug. Habe ich unten verlinkt. Schaut mal vorbei, freut sie sich. Ja, die super leckeres Zeug, unglaublich. Ja, bin ich halt der Waisenknabe daneben. So, dann braucht ihr irgendwas, mit dem ihr das rausholen könnt. So ein Stecken habe ich mir da mal gebaut, dass man sich die Finger nicht verbrennt. Ganz ein raffiniertes Teil. Das ist super praktisch. Verlinke ich euch da oben, wie das gebaut wird. Da braucht ihr noch eine zweite Pfanne, die ihr da drüber legt, damit es dann so richtig vor sich hin köchelt wie in einem Backofen. Ja. Auch zum Pfannen einbrennen habe ich mal ein recht interessantes Video gemacht. Wer es noch nicht kennt oder nicht weiß, wie man das macht, dass die wirklich so eine richtig gute professionelle Beschichtung bekommen, verlinke ich euch auch da oben. Leinsamenöl und dann richtig rausbrennen und dann habt ihr da eine Beschichtung drinnen. Da könnt ihr mit nichts anderem mithalten. Es ist kratzfest, braucht ihr nur noch ausspülen und dann halt immer ein bisschen einölen und dann rostet es nicht mehr und es ist eine richtig gute Anti-Haftbeschichtung auf ganz natürlicher Basis. Vielleicht kennt ihr der ein oder andere noch nicht. Ja? Also ihr müsst euch auch um die, wie heißt es jetzt beim Käse, die Haut, die Schale
das, was außenrum ist, die Schimmelschicht, müsst ihr euch auch keine Sorgen machen, die lasst ihr einfach drinnen, die rührt ihr mit rein. Es gibt dem Ganzen noch so einen richtig guten, finalen, kräftigen Geschmack. Ja, um das geht's heute. Sind wir zwar schon mittendrin, aber viel Spaß mit dem Video, okay? So. Zum Wohl, Spätzchen. Jetzt lasse ich es mal schmecken und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Kauft keinen Klump, dann müsst ihr weniger wegschmeißen. Pfiat euch und einen guten.